Wobei ich das nach wie vor singen. Unbedingt wieder machen. So in dieser Flughafen. Wirklich.
Was für ein unvergleichlicher Auftakt unserer Feierstunde. Verehrte Damen und Herren, sonst auf den Bühnen dieser Welt zu Hause verzaubern Sie heute das Stadttheater von Bozen. Das Herbert-Bixner-Projekt mit dem Titel Könige der Nacht. Und ich muss sagen, Sie sind heute... Sie sind heute wahrlich unsere Könige, unsere musikalischen Könige und die Königin des Abends. Herbert Bixner an der steirischen Harmonika, Heidi Bixner an der Harfe, Manuel Randi an der Gitarre und Werner Unterlercher am Kontrabass. Einen großen Applaus bitte. Wertes Publikum, mit diesem einzigartigen Sound darf ich Sie hier im Stadttheater in Bozen auf das Herzlichste willkommen heißen zum heutigen Festtag 30 Jahre Streitbeilegung vor den Vereinten Nationen. Und ein ganz herzlicher Willkommensgruß auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die online via Livestream oder auf Rai Südtirol mit dabei sind. Schön, dass Sie heute alle hier mit uns feiern. A 30 anni dalla chiusura della vertenza altoatesina davanti alle Nazioni Unite, le celebrazioni di oggi ci permettono di guardare a un passato movimentato, a un futuro di speranza, ma direi soprattutto a un presente caratterizzato da una forte unità nella diversità. E con questo spirito, gentili signore e signori, vi do un caloroso benvenuto qui al Teatro Comunale di Bolzano e un caloroso saluto anche a voi, care spettatrici e spettatori che ci seguite online o sul canale televisivo Rai Südtirol. È un grande piacere avervi qui con noi.
Buonasera a tuttes e a tutti, con l'ingrazia vos saluti alla ceremonia puritrant ein dalla Declarazione de Apachada del Strit an les Nacions Unides. In che di dun se naudlada alla storia de Südtirol e d'antadut ampressante calchi son sterste boriada e viun de boriada in pech. Alle bel porcal qui sais kilo del Theater de Balsan o online tres Livestream o tres Reis Südtirol. Ja, verehrte Damen und Herren, das Jahr 2022 ist wahrlich ein Jahr der Jubiläen. Neben 50 Jahre zweites Autonomiestatut, ein Fest, was wir am 5. September, am Tag der Autonomie, noch gebührend feiern werden, erinnern wir heute an einen weiteren Meilenstein in der Südtiroler Autonomiegeschichte, 30 Jahre Streitbeilegung vor den Vereinten Nationen. Und die Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Persönlichkeiten spricht im Grunde wirklich für diese Strahlkraft unserer Südtirol-Autonomie. Und ich muss sagen, strahlend ist auch das Bild, das mir hier auf der Bühne entgegenleuchtet, und zwar durch die im Sinne des gegenseitigen Respekts vorgeschriebenen FFP2-Masken, aber ganz besonderen FFP2-Masken, die viele von Ihnen tragen, im strahlenden Rot des Logos unserer Südtirol-Autonomie. Einen Applaus und vielen Dank für diesen kräftigen Farbtupfer. Wertes Publikum, Sie sind heute im Grunde wirklich alle Ehrengäste, hochrangige Gäste, aber erlauben Sie mir dennoch, einige von Ihnen namentlich zu begrüßen. Allen voran ein herzliches Willkommen unseren heutigen Ehrengästen, dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, Alexander Schallenberg, e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Luigi Di Maio. Und ein ebenso herzlicher Willkommensgruß dem heute anwesenden hochrangigen Vertreter der Vereinten Nationen, dem UN-Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen. Und bienvenue au rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités des Nations Unies, Fernand de Varenne. Ja, ganz besonders begrüßen wir natürlich heute unseren heutigen Gastgeber und den Hausherrn des Abends, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ein herzliches Grüß Gott dem Bischof der Diözese Bozen-Brixen, Herrn Ivo Musa. Und ein Willkommensgruß den stellvertretenden Landeshauptleuten der Euregio. Un caloroso benvenuto al Vicepresidente del Trentino, Mario Tonina, und für das Land Tirol, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. Herzlich willkommen. Er hat für rund 25 Jahre lang die Geschicke des Landes Südtirol geleitet, unter anderem auch im Jahr 1992, im Jahr der Streitbeilegung. Ein ganz besonderer Willkommensgruß dem ehemaligen Landeshauptmann von Südtirol, Luis Durnwalder. Und ebenso begrüßen wir den österreichischen Botschafter in Rom, Jan Kickert, e l'ambasciatore italiano a Vienna, Stefano Beltrame. E un caloroso benvenuto al sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, e al commissario del governo, Vito Cusumano. Allen anwesenden Abgeordneten zum Europäischen Parlament, zum Senat und zur Kammer der Republik Italien sowie allen Mitgliedern der Südtiroler Landesregierung und des Südtiroler Landtages ein herzliches Willkommen.
Un caloroso benvenuto ai membri della delegazione del Ministero degli Affari Esteri e della Kooperazione Internationale und ebenso ein Willkommensgruß den Mitgliedern der Delegation des österreichischen Außenministeriums. Ein ganz besonderer Willkommensgruß gilt der Vizepräsidentin der FUEN, Angelika Mlinar, dem österreichischen Generalkonsul in Mailand, Clemens Mantel, sowie der Generalkonsulin Deutschlands in Mailand, Ingrid Jung. Und ein herzliches Willkommen dem Präsidenten der Handelskammer, Michel Ebner, den Vertreterinnen der Gerichtsbarkeit e ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Ein Willkommensgruß den zahlreich anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landes, dem Präsidenten des Gemeindeverbandes Andreas Schatzer sowie den Bezirkspräsidentinnen und Bezirkspräsidenten. Und es ist eine besondere Ehre, heute auch ehemalige Mitglieder des Parlaments, der Südtiroler Landesregierung und des Südtiroler Landtages zu begrüßen. Sie haben am Ausbau der Autonomie wesentlich mitgewirkt. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen allen Vertreterinnen und Vertretern der Universitäten, der Forschung, den Führungskräften der Landesverwaltung, den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, Gewerkschaft, Kultur, Sozialwesen, Sport, Zivilschutz, den zahlreich anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Vereine und Verbände sowie den Medien. Und last but not least ein herzliches Willkommen an die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände. Schön, dass Sie alle hier sind. Wertes Publikum, heute vor genau 30 Jahren, am 11. Juni 1992, wurde Südtirol durch die Streitbeendigung zwischen Italien und Österreich von einer Streitfrage zu einer verbindenden Brücke. Und der Weg dorthin war aber kein einfacher. Und neben Kompromissbereitschaft, dem Dialog, einer gewissen Hartnäckigkeit und Weitsicht hat es dabei vor allen Dingen auch eines gebraucht: einen langen Atem der Diplomatie. Der gleichnamige Film im Auftrag des Landes Südtirol von Andreas Bichler mit langem Atem fasst diese bewegte und bewegende Geschichte für uns nun zusammen. Film ab. Um die ganze Bedeutung dieses Datums zu verstehen, müssen wir auf das Jahr 1945 zurückblicken. Europa wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahrzehnte durch den nationalistischen Wahn in Schutt und Asche gelegt. Südtirol hat es in den 3 Jahrzehnten zwischen dem Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkrieges schwer getroffen. Die Trennung von Österreich, der Faschismus, die Option, der Krieg. Per molti politici di allora era chiaro: l'Europa non doveva mai più essere un luogo di guerre, ma diventare un continente di pace. È questo lo spirito che nel 1946 anima la conferenza di pace di Parigi. Lì si incontrano il presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi, e il ministro degli esteri austriaco Karl Gruber per discutere del futuro del Südtirol. Viele Südtiroler hofften damals auf eine Verschiebung der Grenze oder auf die Selbstbestimmung. Trotz zäher Verhandlungen bleibt Südtirol bei Italien. Die deutschsprachige Minderheit soll aber umfassenden Schutz erfahren. Das Pariser Abkommen ist Teil des Friedensvertrages zwischen Italien und den Alliierten, also eine Art Magna Carta für alle weiteren Verhandlungen.
Finalmente in Alto Adige vengono garantite le scuole in lingua tedesca e il bilinguismo nell'amministrazione. Tuttavia la prima autonomia del 1948 viene concessa all'intera regione Trentino-Alto Adige e tutte le decisioni importanti vengono prese a Trento. La provincia di Bolzano non riesce ad ottenere le competenze cruciali. Die Situation ruft im Laufe der 50er Jahre bei weiten Teilen der deutschsprachigen Bevölkerung immer größeren Unmut hervor. Während die meisten deutschsprachigen Südtiroler noch in der Landwirtschaft arbeiten, besetzen die italienischsprachigen die Stellen in der Industrie und in der öffentlichen Verwaltung. Daher ruft die Südtiroler Volkspartei als Sammelpartei der deutschsprachigen Südtiroler unter ihrem neuen Parteiobmann Silvius Magnago zur Kundgebung auf. Im November 1957 versammeln sich 35.000 Menschen auf Schloss Siegmundskron. È il momento in cui Silvius Magnago dimostra le sue capacità di leadership. Il suo messaggio non è la secessione da Roma, ma il Los von Trient. Vuole un'autonomia specifica per la provincia di Bolzano. Fatica non poco ad imporre questa linea a tutto il partito e ai manifestanti, perché molti vedevano come unica strada la secessione. Bruno Kreisky, der Außenminister des seit kurzem freien Österreichs, bringt die Südtirol-Frage schließlich vor die UNO und spielt so Österreichs Rolle als Schutzmacht aus. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen weist er 1960 in dramatischem Ton darauf hin, dass es in Mitteleuropa ein ungelöstes Problem mit einer deutschsprachigen Minderheit gibt, ehemalige Bürger Österreichs. Il governo italiano, dal canto suo, sente come un affronto essere chiamato a rispondere di fronte alle Nazioni Unite per un'avvertenza che considera una semplice questione interna. Dopo 10 giorni di dibattito, le Nazioni Unite redigono una risoluzione che invita i due paesi a continuare le trattative per trovare una soluzione consensuale. Ma poi gli eventi precipitano. Nel giugno del 1961 40 tralicci dell'alta tensione saltano per aria. È la cosiddetta Feuernacht, la notte dei fuochi. Lo scopo per gli attentatori è di dar via ad una guerra di liberazione. Lo Stato italiano risponde con una forte militarizzazione sul territorio. Noch im Sommer desselben Jahres setzt die italienische Regierung eine Kommission ein, die sich mit Südtirol und einem Umbau der Autonomie beschäftigen soll. Unter den 19 Mitgliedern befinden sich Vertreter des Staates, der Region und aller 3 Sprachgruppen der Provinz Bozen. Währenddessen explodieren weitere Bomben. Unter den 40 Opfern des Terrorismus in Südtirol der 1960er Jahre befinden sich Menschen deutscher und italienischer Muttersprache, Ordnungshüter, Attentäter und einfache Bürger. Ma il dialogo politico non si ferma. Con il governo di coalizione di centrosinistra guidato da Aldo Moro, la Commissione dei 19 riceve un forte impulso e continua a lavorare su un pacchetto di misure per modificare il vecchio Statuto di autonomia. Nel 1964, a Ginevra, i primi concreti risultati della Commissione vengono approvati dai relativi ministri degli esteri, Bruno Kreisky e Giuseppe Saragat. Doch die SVP und Magnago sind mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. Sie wollen mehr Autonomie und eine eindeutige internationale Verankerung des Paketes an Maßnahmen. Im Jahre 1967 eskaliert die Situation. Die Bombenanschläge halten an und Italien wirft Österreich vor, die Südtiroler Bombenleger nicht zu verfolgen oder sie sogar zu tolerieren. Die Krise zwischen den beiden Ländern erreicht ihren Tiefpunkt, als Italien durch ein Veto die Verhandlungen Österreichs über einen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft blockiert. Mentre la situazione sembra completamente bloccata, nel 1969 Silvius Magnago, Aldo Moro e Alcide Berloffa, il deputato della Democrazia Cristiana di Bolzano, trovano un accordo. Un pacchetto di 137 misure concrete per cambiare l'autonomia regionale in un'autonomia provinciale.
Am 23. November 1969 findet die entscheidende Landesversammlung der SVP im Meraner Kurhaus statt, die über die Annahme des Paketes abstimmen soll. In einer hitzigen Debatte wird bis in die frühen Morgenstunden diskutiert. Die Paketbefürworter um Silvius Magnago setzen sich schließlich gegenüber den Paketgegnern knapp durch. Poco dopo i due ministri degli esteri, Kurt Waldheim e Aldo Moro, approvano definitivamente il pacchetto e il relativo calendario operativo, dopo aver preso atto delle ultime richieste avanzate da Magnago. Das neue Verfassungsgesetz tritt 1972 in Kraft. Im sogenannten Zweiten Autonomiestatut werden die Kompetenzen der Region großteils auf die beiden Provinzen Bozen und Trient übertragen. Die nun autonome Provinz Bozen-Südtirol übernimmt laufend mehr Zuständigkeiten. Schule, Gewässer, Denkmäler, Museen, Rundfunk, Wohnbau, Sprachregelung. Und die Neuerungen des Autonomiestatutes sind für die Bevölkerung bald spürbar. In origine, il calendario operativo prevedeva l'emanazione delle norme attuative nel giro di 2 anni. In pratica ce ne vollero 20. Molte le cause, la complessità giuridica delle norme e il desiderio della SVP di definire nel modo più ampio l'ambito della loro applicazione e la diffidenza reciproca. Es sind schließlich geopolitische Ereignisse, die den Abschluss der Umsetzung der Autonomie beschleunigen. Im Sommer 1989 öffnet Ungarn seine Grenzen zu Österreich. Im November fällt die Berliner Mauer. Eine neue Zeit bricht in Europa an. Österreich und Italien haben nun beide großes Interesse daran, nach bald 30 Jahren ihren Streit in Hinblick auf die Südtirol-Frage zu beenden. Österreich will der EU beitreten und Italien will die Streitbeilegung. Il governo di Giulio Andreotti chiude le questioni ancora aperte del calendario operativo del 1969. Nel gennaio del 1992 dichiara in Parlamento che il governo italiano ha adempiuto ai suoi doveri per l'attuazione del pacchetto. Landeshauptmann Louis Durnwalder und die SVP stimmen zu, auch wenn sie darauf pochen, dass die Autonomie im Rahmen einer internationalen Absicherung stehen muss. L'11 giugno il ministro degli esteri Alois Mock consegna all'ambasciatore italiano la quietanza liberatoria e finalmente il 19 giugno 1992 gli ambasciatori di Italia ed Austria comunicano al segretario generale dell'ONU, Boutros Ghali, che la vertenza aperta nel 1960 è da considerarsi chiusa. Ma questa storia non finisce qui. In den folgenden Jahren wird die Südtiroler Autonomie kontinuierlich weiter ausgebaut. Immer mehr Kompetenzen gehen auf die Provinz über. Die Lehrer, die Staatsstraßen, die Zuständigkeit für Wasserkraftwerke, die Schutzhütten. Die dreisprachige Universität Bozen mit Sonderstatus wird gegründet. Dieser Geist der Innovation und Vernetzung treibt Südtirol weiter an. Mit dem EU-Beitritt Österreichs und dem Schengener Abkommen fallen 1998 die Grenzkontrollen am Brenner. Europa und Österreich rücken noch einmal ein Stück näher. In questo spirito, nel 2011 nasce il gruppo europeo di collaborazione territoriale Euregio, che riunisce le province di Innsbruck, Bolzano e Trento per progetti comuni. Questa cooperazione ha continuato ad intensificarsi e nel 2020 a Bolzano viene inaugurata la nuova sede dell'Euregio. Ma ci sono anche dei contraccolpi, specialmente per via delle misure di austerità nel bilancio italiano a partire dal 2008. L'aspetto economico e di gestione delle finanze dell'autonomia balzano in primo piano. Landeshauptmann Kompatscher legt 2014 auf Schloss Brösels in Anwesenheit von Bundeskanzler Werner Faymann und Ministerpräsident Matteo Renzi die Grundlage für die neue Finanzregelung mit dem Staat, den sogenannten Sicherungspakt.
Und auch in den folgenden Jahren bleiben die regelmäßigen Gespräche mit den politischen Vertretern aus Rom und Wien unabdinglich, um die Autonomie zu festigen. Il benessere e la buona gestione della cosa pubblica sono sicuramente i fattori imprescindibili per la pacifica convivenza. Il sistema sudtirolese viene citato anche a livello internazionale come un raro caso di soluzione pacifica di un conflitto etnico. Oggi il valore di questa storia viene trasmesso ai giovani attraverso progetti di storicizzazione delle tracce del passato. I casi più eclatanti sono il bassorilievo di Pif Rader in piazza Tribunale e il Monumento alla Vittoria, un tempo simbolo di imperialismo e divisione. Oggi è un museo popolare. E la storia dell'autonomia stessa diventa tangibile in un percorso pedagogico all'aria aperta. Drei Qualitäten charakterisieren den Erfolg der Südtiroler Autonomie und sind auch für ihre Zukunft zentral. Der Dialog, der gegenseitige Respekt und der lange Atem der Diplomatie. Hochgeschätzter Herr Bundesminister Alexander Schallenberg, Illustrissimo Signor Ministro Luigi Di Maio, cher Rapporteur Spécial Fernand de Varenne, geschätzte Ehrengäste, stimati ospiti d'onore, sehr geehrte Damen und Herren, gentili signore e signori, stimate signores e signors, stimati guests. Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, half of my speech will be held in German and half in Italian, so please do not hesitate to use headphones provided if in need of a translation. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, mische seinen Jubel ein, schrieb Schiller einst in seiner Ode an die Freude. Wir haben heute viele Gründe, uns zu freuen, denn viele Freunde Südtirols sind heute hier im Stadttheater von Bozen versammelt. Es freut mich ganz besonders, Sie alle zur Veranstaltung anlässlich der Abgabe der Streitbeendigungserklärung vor 30 Jahren begrüßen zu dürfen. Eine besondere Ehre für das Land Südtirol ist die Anwesenheit der beiden Außenminister der Signatarstaaten des Pariser Vertrages, die den Streit über dessen Auslegung und Durchführung im Geiste gutnachbarschaftlicher Beziehungen beilegen konnten. Ihre Beteiligung unterstreicht die Bedeutung dieses Ereignisses. Sehr geehrter Herr Bundesminister Alexander Schallenberg, Illustrissimo Signor Ministro Luigi Di Maio, ich danke Ihnen für dieses wichtige Zeichen, das Sie durch Ihre Teilnahme setzen. Vi ringrazio per aver voluto onorare con la vostra presenza l'alto significato di questa giornata. Sehr geehrte Damen und Herren, das Gruber-de Gasperi-Abkommen von 1946, das wir heute als Ausgangspunkt und völkerrechtliche Grundlage für Südtirols Autonomie zu würdigen wissen, wurde seinerzeit von den Südtirolerinnen und Südtirolern als große Enttäuschung wahrgenommen. Blieb doch die erneut geforderte und erhoffte Rückkehr Südtirols zu Österreich verwehrt. Geradezu als Schlag ins Gesicht empfand man das erste Autonomiestatut aus dem Jahre 1948. Welches die Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt in erster Linie der Region Trentino-Südtirol und nicht der autonomen Provinz Bozen eingeräumt hatte, sodass die zu schützenden Minderheiten wiederum in der Minderheit waren. Das Los von Trient, Silvius Maniagos, im Jahre 1957 auf Schloss Sigmundskron und das Aufwerfen des Streites über die Durchführung des Pariser Vertrages im Oktober 1960 vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen durch den österreichischen Außenminister Bruno Kreisky waren die Folge. Nach den schlimmen Erfahrungen unter dem Faschismus und infolge der Enttäuschungen auch in der Nachkriegszeit fehlte aber vielen der Glaube an die Möglichkeit der Verhandlungslösung. Die wachsende Enttäuschung und Frustration führten zur sogenannten Feuernacht am 11. Juni 1961 und zu weiteren Sprengstoffanschlägen und Gewalttaten. Il documentario che abbiamo appena visto rievoca il lungo e faticoso cammino che ha portato al secondo Statuto di Autonomia. Dalla risoluzione delle Nazioni Unite all'insediamento a livello statale della Commissione dei 19,
ai negoziati bilaterali tra l'Italia e l'Austria, per arrivare fino all'approvazione del pacchetto da parte del congresso della Südtiroler Volkspartei al Kursaal di Merano. Nonostante tutte le esperienze negative fatte fino a quel momento, Silvius Magnago, con la sua credibilità e autorevolezza, riuscì a convincere una stretta maggioranza di delegati ad avere fiducia in quella promessa denominata pacchetto per l'Alto Adige. Infine, il 30 novembre 1969, i ministri degli esteri Kurt Waldheim e Aldo Moro concordarono l'approvazione di questo pacchetto di 137 misure e del calendario operativo che ne garantiva a livello internazionale, passaggio per passaggio, la progressiva attuazione. Fu stabilito che uno degli ultimi passi da compiere per la risoluzione della controversia sarebbe stato il rilascio di una quietanza liberatoria da parte dell'Austria. Ancora nello stesso anno fu concordato anche il testo di questa quietanza, che però nel 1992 fu necessario migliorare in un suo rilevante aspetto. Stimate e stimati ospiti, il secondo statuto di autonomia previsto dal pacchetto entrò in vigore il 20 gennaio 1972, dunque 50 anni fa. Tuttavia l'iter per l'emanazione della norma di attuazione durò 20 anni, caratterizzati da intense trattative, progressi, ma anche battute di arresto. La caduta della cortina di ferro e la prospettiva che l'Austria potesse entrare a far parte dell'Unione Europea diedero un nuovo impulso al processo di autonomia. In Alto Adige si nutriva comunque un certo scetticismo riguardo a una sua conclusione in tempi rapidi, perché dovevano essere ancora chiarite le questioni riguardanti la difesa giudiziale dello Statuto dinanzi a corti internazionali e i poteri di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. Seguirono frenetiche trattative per la limitazione dei poteri di indirizzo e di coordinamento che portarono all'importante norma di attuazione numero 266. Inoltre, l'allora segretario della Südtiroler Volkspartei, Roland Ritz, riuscì a convincere il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, ad aggiungere al testo della quietanza liberatoria un passaggio che prevedeva che l'Italia non dovesse solo realizzare le misure del pacchetto e i relativi atti attuativi, ma anche darne formale comunicazione all'Austria. Il 30 gennaio 1992, nel suo discorso di fine legislatura in Parlamento, Giulio Andreotti dichiarò la chiusura del pacchetto, precisando inoltre che per eventuali modifiche future apportate all'autonomia sarebbe stato necessario trovare il consenso della rappresentanza delle minoranze. Il 22 aprile 1992 il Ministero degli Esteri italiano trasmise all'ambasciata austriaca a Roma una nota con la quale si diede avvio all'iter per il rilascio della quietanza liberatoria, così come previsto dal calendario operativo. Con l'inserimento in questa nota di un chiaro nesso tra l'attuazione dell'autonomia altoatesina e l'obiettivo di tutelare le minoranze linguistiche, con un esplicito riferimento all'Accordo di Parigi, si è tenuto conto della richiesta altoatesina di un ancoraggio internazionale e della possibilità di una difesa giudiziale dello Statuto di autonomia dinanzi a corti internazionali. Pertanto, l'autonomia dell'Alto Adige è e rimane l'adempimento di un obbligo giuridico internazionale. Esattamente 30 anni fa l'allora Ministero degli Esteri austriaco Alois Mock, come abbiamo visto nel filmato, consegnò all'Italia la quietanza liberatoria all'ambasciatore italiano a Vienna. Una settimana dopo, il 19 giugno 1992, il governo austriaco e quello italiano, con note separate ma concordate, notificarono al segretario generale delle Nazioni Unite la conclusione dell'avvertenza internazionale. La stessa notifica fu poi indirizzata anche al Consiglio d'Europa. Geschätzte Anwesende, Südtirol steht heute dank der auf diese Weise erwirkten Autonomie kulturell und wirtschaftlich gut da. Die Autonomie dient gemäß Pariser Vertrag dem primären Ziel, die ethnische Eigenart und die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der deutschen und ladinischen Volksgruppe zu fördern. Die dafür im zweiten Autonomiestatut vorgesehenen Schutzinstrumente wie Gleichstellung der Sprachen, Stellenproports, muttersprachlicher Unterricht haben ihre Wirkung entfaltet, sodass die seinerzeit befürchtete langfristige Assimilierung der beiden Volksgruppen nicht eingetreten ist. Im Gegenteil, Südtirol hat heute eine starke eigene Identität, die auf dem festen Fundament der geschützten Volksgruppen ruht und aus dem selbstbewussten Austausch zwischen den Sprachen und Kulturen auch neues Selbstvertrauen schöpft. Sehr geehrte Damen und Herren, genauso wenig wie eine Assimilierung erfolgt ist, hat die Trennung der Sprachgruppen im Sinne der viel zitierten ethnischen Käfige stattgefunden. Vielmehr hat sich bestätigt, dass die genannten Schutzinstrumente allen drei Sprachgruppen die notwendige Gewissheit geben, nicht übervorteilt zu werden.
Diese Ausgleichsinstrumente und diese Sicherheit sind die solide Basis für ein Aufeinanderzugehen, das aus einem friedlichen Nebeneinander ein wertschätzendes Miteinander werden lässt. Auch wirtschaftlich ist das Land dank der Autonomie besonders unter der Führung von Louis Durnwalder aufgeblüht und findet sich im europäischen Vergleich im Spitzenfeld. Durch eine kluge Infrastrukturpolitik konnte in Südtirol eine Landflucht vermieden, sowie die Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität auch auf dem Land erhalten werden. Südtirol hat sich somit dank der Autonomie über die Jahrzehnte von einer armen Bergregion zum Wohlstandsland und Nettozahler in Italien entwickelt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch das ist eine Tatsache. Südtirols Autonomie kostet den Staat nichts. Im Gegenteil, sämtliche öffentliche Leistungen, ob seitens des Staates, der Region, des Landes oder der Gemeinden, werden durch das lokale Steueraufkommen finanziert. Darüber hinaus leistet das Land gemäß den nunmehr auch bilateral abgesicherten Finanzabkommen einen jährlichen Beitrag zur Sanierung des Staatshaushaltes. Südtirol zählt somit zu den wenigen Nettozahlern unter den Regionen Italiens. Autonomie bedeutet für uns auch Verantwortung. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Möglichkeiten, die der autonome Gestaltungsspielraum eröffnet, erlaubt es auch, sich solidarisch zu verhalten. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses einzigartige Instrument zur Überwindung nationaler, ethnischer Konflikte, das heute weltweit als beispielhaft betrachtet wird und den beiden Staaten Italien und Österreich zur Ehre gereicht, wurde auch nach 1992 im Sinne einer dynamischen Autonomie und mit der Übernahme weiterer Befugnisse durch Südtirol fortgeschrieben. Diese Erfolgsgeschichte ist ein Auftrag für die Zukunft und wir können uns auch heute nicht einfach zufrieden zurücklehnen und die Hände in den Schoß legen. Die Autonomie muss ständig weiterentwickelt und an neue Erfordernisse angepasst werden. Schon allein aufgrund der auch völkerrechtlich verbürgten Notwendigkeit, zumindest den Standard zu halten, der 1992 zur Abgabe der Streitbeendigungserklärung geführt hat. Ma è proprio qui che incontriamo una grave difficoltà che non possiamo non menzionare in questa occasione di festa. In aggiunta all'obbligo di informare sempre di più l'azione amministrativa imposta dalla digitalizzazione, è una cosa che viviamo in tutti i paesi europei, e alla tendenza dell'amministrazione statale nuovamente più marcata negli ultimi anni a prescrivere anche alle regioni a statuto speciale standard comuni e a prendere decisioni in modo più centralista, senza tener conto delle competenze specifiche, come purtroppo sta succedendo in parti anche nell'ambito dell'attuazione del PNR, invece a crearci maggiore difficoltà è soprattutto la giurisprudenza della Corte Costituzionale a seguito della riforma costituzionale del 2001. Uno studio realizzato all'Università di Innsbruck già nel 2017, che è stato sottoposto all'attenzione dei due ministri degli esteri italiano e austriaco, documenta come tale giurisprudenza lesiva dell'autonomia imponga di agire con urgenza. La collaborazione costruttiva con i governi Letta, Renzi, Gentiloni e ora anche con il governo Draghi ha permesso in alcune materie specifiche di ovviare in parte a tale situazione con l'emanazione di nuove norme di attuazione. Il problema tuttavia è di natura sostanziale, poiché dalla riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale applica le cosiddette competenze trasversali dello Stato anche alle competenze legislative della provincia per le quali al momento del rilascio della quietanza liberatoria valevano solo i limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto di Autonomia. In questo modo l'autonomia altoatesina viene parzialmente svuotata e gli standard di potestà legislativa autonoma che erano in essere al momento del rilascio della quietanza liberatoria non sono più garantiti in pieno. Sehr geehrter Herr Bundesminister Schallenberg, illustrissimo Signor Ministro Di Maio, ich bin zuversichtlich, dass es möglich sein wird, im Geiste der Billigkeit und Weitherzigkeit, übrigens Billigkeit und Weitherzigkeit, ein Zitat aus dem Pariser Vertrag, jene Anpassungs- und Erneuerungsmaßnahmen zu vereinbaren und umzusetzen, die objektiv erforderlich sind, um den 1992 vereinbarten Autonomiestandard auch im nunmehr gewandelten Rechtsrahmen zu gewährleisten. Eine mögliche Grundlage dafür bildet mit Sicherheit die mehrfach zitierte Verfassungsreform selbst. Artikel 10 des Verfassungsgesetzes Nummer 3 aus dem Jahr 2001 sieht nämlich die Notwendigkeit der Anpassung der Statute der autonomen Regionen und Provinzen vor, die immer noch aussteht. Und wir wissen, es gibt dazu ja bereits auch eine Debatte, auch in Bezug auf die anderen Regionen in Italien.
Ebenso bin ich zuversichtlich, dass wir Südtirols Autonomie auch in Zukunft als Schutzinstrument für die Minderheiten und als wirksames Entwicklungsinstrument für alle in diesem Land lebende Bevölkerungsgruppen bewahren können, welches uns weiterhin erlaubt, die Identitäten zu stärken und gleichzeitig den Mehrwert der vorhandenen Vielfalt zu nützen. Chiudo, ich schließe. Uniti nelle diversità, vereint in der Vielfalt. Unité tra le varietà, united in diversity. È quello che possiamo e vogliamo essere. Profondamente legati alla nostra terra e fortemente radicati nelle nostre rispettive culture e tradizioni, ma uniti nei valori comuni, e in questo modo possiamo e vogliamo essere aperti e creare ponti. In questa ottica intendiamo intensificare anche ulteriormente la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'Euregio, Tirolo, Alto Adige, Trentino, proprio perché con la nostra ricchezza culturale e il nostro plurilinguismo riteniamo di essere un ponte tra le aree culturali ed economiche italiana, austriaca e tedesca. Una piccola Europa nel cuore d'Europa. Ein kleines Europa in Europa. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie per la vostra attenzione. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ja, die Erfolgsgeschichte Südtirols als Auftrag für die Zukunft. Vielen Dank für diese starken, aber auch mahnenden Worte zum heutigen Festtag. Und verehrte Damen und Herren, an dieser Stelle hätten wir uns auf die Rede eines besonderen Gastes gefreut, auf jene des Hohen Kommissars der OSZE für nationale Minderheiten, Kairat Abdrahmanov. Leider kann er kurzfristig aus persönlichen Gründen heute nicht bei uns sein. Ich bin mir aber sicher, gedanklich ist er hier bei uns in Südtirol. Und gleich hochkarätig geht es im Grunde weiter. Verehrte Damen und Herren, es hat sich einiges getan seit der Streitbeendigung vor 30 Jahren und Südtirol gilt heute international als ein anerkanntes Beispiel, als Vorbild. Und Vorbild sein heißt, wie Landeshauptmann Kompatscher treffenderweise gesagt hat, Verantwortung tragen, heißt Werte vorleben, Werte, für die er tagtäglich eintritt. Der UN-Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen. C'est un très grand honneur pour nous que Monsieur Fernand de Varenne, rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités des Nations Unies, soit parmi nous aujourd'hui. Et maintenant, nous sommes impatients d'écouter son discours. Einen großen Applaus für den UN-Sonderberichterstatter Fernand de Varenne. Merci beaucoup. Minister Di Maio, Minister Schallenberg, President Kompatscher, Excellencies, distinguished guests, colleagues, and friends, Mesdames et Messieurs. Guten Abend, buonasera, salve, servus, bonsoir tout le monde. When former United States President Barack Obama made a famous speech almost 10 years ago before a huge crowd at the Brandenburg Gate in Berlin, he started with only one word which was not written in his speech. He started with the word, wow. I will also begin with wow. But not only because of the large number of people who are here tonight. I will also use the word because of what this ceremony marks. The 30th anniversary of the settlement of the South Tyrol dispute represents not only for South Tyrol, not only for Italy, not only for Austria, but also what it can represent for the whole world. It's important to go back 30 years ago to understand the European and the international context when the dispute was settled. 30 years ago in the 1990s, conflicts including the breakup of the former Yugoslavia, the war in Bosnia, the separatist violence in Corsica, France, Basque Country in Spain, Northern Ireland, and many others
often involved grievances, claims by minorities that they were victims of discrimination or exclusion. Now, all of these situations were very complex. I'm not trying to simplify everything. And sometimes the grievances of minorities were used as pretexts, politicized, instrumentalized by some. But the issues of the protection of minorities and their rights were significant factors in all of the situations I described. Just like today, it was a particularly dark period in Europe, a dark period which led to significant efforts and measures to try to find solutions and approaches for peace and justice and stability. And it is at this time, that led to the adoption 30 years ago of instruments such as the Council of Europe's Framework Convention for the Protection of National Minorities, the European Charter for Regional or Minority Languages, the United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities, the creation of the mandate of the OSCE High Commissioner on National Minorities, the adoption of the Copenhagen membership for a country to join the European Union. All of these elements, all of these instruments occurred at about the same period, 30 years ago. So we actually have many anniversaries to celebrate and to mark today. Unfortunately, we are seeing in recent years a dramatic increase, which is negative in many areas and affect particularly minorities. There is an increase of hate speech in social media targeting overwhelmingly minorities, what the United Nations Secretary General Antonio Guterres called a tsunami of hate, an increase in violent attacks against minorities in Europe and elsewhere. Let's be honest, social media platforms have become megaphones of prejudice. They are being used to amplify intolerance and prejudice, reaching almost immediately not only large numbers of people, millions of people, almost instantaneously, and causing real harm. We have calls to genocide occurring today around the world, which we are finding almost impossible to stop. We're also seeing, unfortunately again, an instrumentalizing of prejudices and scapegoating of minorities, of incitement to discrimination, sometimes by populists and nationalists for their own gains. Minorities are being demonized as never before since the end of the Second World War, in ways that are real-world threats to peace and stability. In recent decades, conflicts overwhelmingly have been internal, inside of countries, and usually with an ethnic or religious dimension. There are now more violent conflicts globally than at any time in the past 30 years. And the world is already today, for the first time in our history, we have more than 100 million displaced people around the world. Much of that caused by conflicts inside of countries. There is the us against them paradigm, mixed in with feelings of injustice, combined sometimes with perceived discrimination. All of this is re-emerging even more strongly as potent factors of division rather than inclusion in European societies. Tensions are rising again in places where minority issues have perhaps never completely been resolved, like in Northern Ireland, Kosovo, Bosnia, Cyprus, Corsica, not to mention, and we need to mention, recent and current conflicts in complex areas such as Azerbaijan, Yemen, Ukraine, of course, and others. This is why this ceremony, the settlement of the South Tyrol dispute, is not only something to celebrate, but also to share with the rest of the world. Because it has worked, as we saw with the movie that we saw earlier and other comments. Maybe it's not perfect,
many of you will know this, but nothing is perfect. And compared to most other examples of conflict prevention and resolution, it has actually worked quite well, with lines of constructive dialogue and exchange and pragmatic approaches at the political level between two states, Italy and Austria. It has served to protect the rights of everyone in South Tyrol, and especially to protect the identity, language, and cultures of the German and Latin minorities. And that's something to be extremely proud of. Minorities in most countries in the world are vulnerable and must depend on the generosity or the respect of the majority population of their rights. And I think in Italy, you have done this quite well. Chapeau, as we say in French. Mesdames et Messieurs, Minister Di Maio, Minister Schallenberg, President Kompatscher, there is one other anniversary I hesitated to mention, and I'm afraid it's a lot longer than 30 years. You see, in a few days, it's going to be my birthday. I accept gifts, by the way, but not for me. No. It is for the whole world, really. The title of tonight's ceremony is South Tyrol's Autonomy, a Shared Responsibility. Let me suggest that there is also a responsibility to share. On the 21st of September this year, the United Nations General Assembly will, for the first time in more than 30 years, it may even be for the first time in its history, it will hold what is called a high-level event of member states during the 3 opening days of its session, when heads of state usually are present in New York. This is a unique opportunity to use this occasion to share, perhaps, with the rest of the world the lessons learned and applied if your two governments propose to the presidency of the General Assembly the holding of what is called a special side event, to share with the rest of the world the example of the South Tyrol autonomy and other examples of good practices in other parts of the world, such as the Ölen Islands autonomy, which also, by the way, the Ölen Islands just finished celebrating a centenary of autonomy this week. Now, these should not be seen as models. I don't like the expression models, because a model here can never be applied in very different contexts in other parts of the world. But you have good practices, and especially there are lessons that can be extracted from a number of the successful and inclusive societies who are not afraid of their diversity, but actually embrace and accommodate it and put it into practice, as you have done here in South Tyrol. There are extremely invaluable lessons as to how to move away from a potential conflict, of resolving through peaceful means and in full respect of the human rights of minorities and majorities, in a fair and balanced way to achieve what we've mentioned a few times already: unity in diversity. You and others have shown some of the legal and political conditions and steps to ensure peace and stability through justice, the effective competencies that must be put into place to ensure the protection of minorities and of their identity, culture, and human rights. And you've shown, in fact, a pathway on how to make this promise a reality on the ground, a victory of common sense, inclusion, and practicality. The lessons of South Tyrol and Ölen and others are today in Europe and other parts of the world just as needed, maybe even more so than it was 30 years ago. Because we face not only conflicts between countries in Europe, such as the Ukraine and Russia, but we are seeing increasing instability and tensions all over the world.
And this is why it is not only a shared responsibility, it is a responsibility to share. You should be proud of the success of the processes and measures Italy and Austria, as well as what you, your families here in South Tyrol have done, what you've put into place over many decades to make all of this work well, work peacefully, and work justly. Mesdames et messieurs, I'm finishing also because I'm told I don't have that many minutes. And apparently there is a human right to food, which I have to keep in mind. I'm going to ask you something. It is customary at the end of presentations such as mine for the public to applaud. Do not applaud my speech. You should, we should, be applauding instead with pride what you have accomplished, what the governments of Italy and Austria and all of you have achieved. So in conclusion, please join me as I applaud all of you. Let's applaud together the anniversary of your success, the anniversary of the South Tyrol settlement. Be proud and share with the world. Merci, grazie mille, vielen Dank, et bravo, bravissimo. Merci beaucoup pour ce discours. Vielen, vielen Dank an den Sonderberichterstatter Fernand de Varenne. Ja, vielen, vielen Dank für diese starken Worte gegen Vorurteile und für unseren Minderheitenschutz und möge sich Ihr Geburtstagswunsch erfüllen. Vielen, vielen Dank und nochmals einen großen Applaus, bitte. Verehrte Damen und Herren, zu diesen heutigen ganz besonderen Feierlichkeiten kommen Grußworte im wahrsten Sinne des Wortes aus aller Welt und das auch von höchster Stelle. Menschenrechte, Minderheitenrechte sind Menschenrechte. Und so ehrt und freut uns diese Videobotschaft direkt aus Genf ganz besonders. Jene der Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet. Thank you for inviting me. It is a pleasure to address you today. The intersecting challenges of rising inequality, divergent economic recoveries from COVID-19, armed conflict, rising nationalism, and the climate crisis have put into jeopardy significant gains we have made over the past decades. And people who have been disempowered and whose voices have been historically silenced are being pushed further and further behind. 30 years ago, in 1992, the UN General Assembly adopted the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, recognizing that protection of minorities and the human right is both a conflict prevention and a human rights imperative. The Declaration elaborated on states' obligation to the protection of minority rights, particularly as regards to equality, anti-discrimination, and effective participation. Regrettably, we observe a significant gap between international human rights standards and the situation of minorities' rights on the ground around the world. Violence, discrimination, and exclusion continues in law and in practice. Minority women, especially those belonging to descent-based communities, are often confined within webs of intersecting discrimination that deprive them of their human rights and condemn them to lives of poverty and exclusion. The way forward involves renewing the social contract between government and the people and within societies, so as to rebuild trust and embrace a comprehensive vision of human rights. This involves ensuring inclusion of minorities in decision-making and peace processes, which allows for a deeper understanding of concerns and issues. On this 30th anniversary of the resolution of the conflict, South Tyrol remains an example that safeguarding linguistic and cultural heritage of the minority population is possible, and that peaceful coexistence between minorities can be achieved through conflict resolution. It also stands as a reminder of the importance of timely policy measures
to identify local human rights concerns and gaps, and the responsibility of governments to address them. With minorities' voices at the table, states can better identify gaps in laws and policies to make sure they are more just, so problems can be quickly reported and solutions can be found that work for everyone and meet our equality goals. The preventative power of such efforts is tremendous. Truly inclusive societies benefit not only minority communities, but also the world as a whole through peace and stability. Guided by a vision of inclusion anchored in equality and justice for all, we must unite in our efforts so that the full realization of the human rights of minorities becomes a reality. I thank you. Das Herbert-Bixner-Projekt mit dem Sommernachtswalzer, passend zu dieser wunderbaren Sommernacht, zu diesem Sommerabend hier in Bozen. Und ja, sie zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Bands in der Sparte neue und progressive Volksmusik und sind eigentlich auch Sinnbild, genau für diese heute bereits viel zitierte Brücke zwischen den Kulturen und Sprachen von Italien und Österreich mit Musikern aus beiden Ländern. Verehrtes Publikum, im Grunde aber scheinen mir Worte beinahe überflüssig, um diese Musik zu beschreiben. Man muss es, glaube ich, selbst spüren, selbst erleben. Und danke, dass wir es heute erleben dürfen. Einen großen Applaus für das Herbert-Bixner-Projekt. Verehrte Damen und Herren, die heutige Anwesenheit unserer beiden Ehrengäste ist per se schon eine starke Botschaft. Eine Botschaft des friedvollen Miteinanders, Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung und ich würde sagen, der respektvollen Freundschaft. Und daher freuen wir uns nun als Höhepunkt des heutigen Festtaktes auf die Reden der Außenminister von Italien und Österreich. Jeder Einzelne ist ein Tropfen, gemeinsam sind wir ein Meer.
Dieses Sprichwort scheint mir sehr passend für Südtirols Autonomie, die ja wirklich zeigt, wie viel mit Dialog und Kompromissbereitschaft und Diplomatie gemeinsam erreicht werden kann. Es ist uns eine besondere Ehre, dass er heute bei uns ist. Wir begrüßen Sie mit einem großen Applaus den Außenminister der Republik Österreich, Alexander Schallenberg. Sehr geehrter Herr Außenminister, lieber Luigi, sehr geehrter Landeshauptmann, lieber Arno, sehr geehrter Herr Sonderberichterstatter de Varenne, danke für die weisen Worte. Sehr geehrter Altlandeshauptmann Durnwalder, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, es ist immer eine Freude und schön, in Südtirol zu sein, aber ich muss sagen, es ist etwas schwierig und quasi schon eine Zumutung, nach so einer tollen Musik vom Herbert Bitzner Projekt reden zu müssen. Ich möchte mich daher zuallererst bei unserem Gastgeber, bei dir, lieber Arno, bedanken. Es ist wieder mal superb und perfekt organisiert. Es ist freundschaftlich, nachbarschaftlich organisiert und was das Schönste ist, ist ein gemeinsames Gedenken und genauso hast du es angelegt. Und dieses Gemeinsame möchte ich betonen. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, dass zwei Außenminister von zwei Vertretern zweier befreundeter Staaten, enger Nachbarn zusammenkommen und einen halben Tag miteinander verbringen, im Grunde genommen, um das Jubiläum der friedlichen, völkerrechtlichen Beilegung eines lang anhaltenden Spannungs- und Streitpunktes zu begehen und zu feiern. Und um zu ermessen, wie sehr das keine Selbstverständlichkeit ist, müssen wir eigentlich nur kurz in unsere Nachbarschaft schauen, in unsere europäische Nachbarschaft. In der Ukraine herrscht Krieg, weil der Präsident der Russischen Föderation die Eigenständigkeit, ja die Existenz eines ukrainischen Volkes negiert und einem revisionistischen Geschichtsbild huldigt. Am Westbalkan können nicht alle Staaten und alle Völker darauf vertrauen, dass ihre kulturelle Eigenständigkeit und souveräne Integrität akzeptiert und respektiert wird. Dort haben wir das Gefühl, dass das Damoklesschwert der mangelnden Versöhnung, der mangelnden Geschichtsbewältigung noch allzu tief hängt. Österreich und Italien haben aber einen anderen Weg gewählt und beschritten. Und dieser Weg, und das sehen wir heute, dieser Weg war goldrichtig. Er hat uns Stabilität gebracht, er hat uns Sicherheit gebracht und er hat uns Prosperität gebracht. Und auch wenn wir heute in einem so schönen Rahmen eine so positive Gedenkfeier begehen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass der Weg dorthin doch lang war. Wir haben das beim Film vorgesehen. Er war lang und beschwerlich und mitunter schmerzhaft. Die Streitbeilegung war das Ende eines sehr komplexen Prozesses, der Genesis der Südtirol-Autonomie. Denn lange Zeit ist diesem Prozess sehr viel menschliches Leid vorausgegangen. Lange Zeit musste sich die deutsche Minderheit in Verzicht üben. Er wurde zum Verzicht gezwungen. Und es war dies auch eine Zeit voller Probleme, voller Hürden, voller Gewalt und Gegengewalt, voller bitteren Kränkungen, enttäuschten Hoffnungen, aber eben auch Hoffnungen. Und auch diese Umstände dürfen wir heute nicht gänzlich außer Acht lassen. Man sagt ja oft, das ist ein Sprichwort, dass der Balkan mehr Geschichte produziert, als er selber verdauen kann. Dieser Satz hat lange Zeit auch auf Zentraleuropa zugetroffen. Aber wir haben gelernt, wie wir damit umgehen. Wir haben gelernt, wie wir diese Problematik angehen. Und wir haben in einer schwierigen Situation mit damals offenkundigen Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Nachbarstaaten jenen friedlichen Weg beschritten, der in der Satzung der Vereinten Nationen vorgesehen ist. Und das möchte ich besonders betonen, weil wir gerade auf diesem Kontinent erleben, wie ein Staat die UN-Charta mit Füßen tritt und einen anderen Staat brutal militärisch überfällt. Die zweimalige Befassung der UNO durch Österreich hat sich als tragfähiges und zielführendes Mittel erwiesen, auch wenn es vermutlich damals die Kollegen, die italienischen der UNO nicht gefreut haben, aber das erste Mal Bruno Kreisky zur UNO gegangen ist. Aber es war der richtige Weg rückblickend. Und dass dieser Weg letztlich erfolgreich war, und wir haben es ja auch vorher gesehen, dieser Erfolg hat viele Väter.
Karl Gruber, De Gasperi, Maniago, um nur einige exemplarisch zu nennen. Ohne ihr Wirken, ihre Besonnenheit, ihren Blick fürs Machbare wäre das nicht möglich gewesen. Aber es braucht noch eine Ingredienz, ohne die gar nichts möglich ist. Das ist die Ingredienz des Vertrauens. Des Vertrauens auf persönlicher Ebene. Vertrauen bedeutet keineswegs, dass man die eigene Position aufgibt oder die eigene Geschichte negiert. Es bedeutet, dass man offen in Gespräche geht, dem anderen zuhört, die Vorschläge nicht von vornherein negativ ablehnt. Es geht darum, den Verhandlungspartnern das Vertrauen entgegenzubringen, dass man ihnen unterstellt, dass auch sie eine konstruktive Lösung suchen, auf ihre Art und Weise. Nur so kann eine Win-Win-Situation geschaffen werden, eine zukunftsorientierte, belastbare, tragfähige Lösung. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns hier umschauen, ich hatte heute die schöne Gelegenheit, auch durch Bozen zu gehen, dann kann man sagen, in Südtirol wurde eine solche Win-Win-Situation geschaffen. Das Fundament dafür, das in vielen, oft mühsamen Schritten erarbeitet wurde, das ist die Autonomie, die mittlerweile zu Recht als Musterbeispiel, ich vermeide das Wort Modell, als Musterbeispiel für die einvernehmliche Lösung von Minderheitenfragen angeführt wird. Und wir wissen aber auch, dieses Fundament wird nur dann langfristig stabil und trägfähig sein, wenn man immer wieder Hand anlegt, ausbessert, anbaut, verstärkt, unterstützt. Denn wir alle wissen in der Politik, die Politik steht niemals still. Sie bewegt sich und das politische Umfeld verändert sich. Und es ist daher notwendig, dass auch dieses Autonomiefundament nicht versteinert, nicht dann plötzlich zum Fossil wird, sondern sich dynamisch weiterentwickelt, damit es immer flexibel bleibt, der aktuellen Entwicklung Rechnung tragen kann. Im italienischen Verband und im Rahmen natürlich der italienischen Verfassung, völlig klar. Und Österreich wird eine solche Entwicklung im Sinne seiner Schutzfunktion gemeinsam mit unseren Freunden in Bozen und Rom auch in Zukunft bestmöglich unterstützen. Ich glaube, dafür tragen wir alle eine gemeinsame Verantwortung. Wesentliche Bausteine dafür sind die Gespräche der italienischen Regierung mit Südtirol über die Wiederherstellung jener Zuständigkeiten, wir haben es ja vorher gehört, die aus unterschiedlichen Gründen verloren gegangen sind, etwas in Frage gestellt sind. Und natürlich auch Gespräche über den möglichen schrittweisen Ausbau und Adaption der Autonomie. Und wir zählen darauf, dass Italien als Freund, auch als persönlicher Freund, als Nachbar, als besonders wichtiger Partner zur notwendigen Weiterentwicklung der Autonomie den bewährten Weg der einvernehmlichen, auch bilateralen Abstimmung fortsetzen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man hier durch die Straßen geht, dann kann man eines feststellen. Südtirol geht es gut. Die Südtiroler Autonomie ist wirklich ein Vorzeigemodell, auf das alle hier in diesem Raum zu Recht stolz sein können. Und daher sollten wir auch den heutigen Festtag zum Anlass nehmen, gemeinsam nach vorne zu schauen. Denn etwas habe ich in den letzten 3 Jahren gelernt, während der Pandemie. Neighborhood matters. Nachbarschaft zählt. Das ist für mich eine wesentliche Lehre der Pandemie. Und ich weiß nicht, wie oft, Luigi, wir beide per WhatsApp, Video, Telefonate miteinander gesprochen haben. Die Bedeutung der regionalen, der nachbarschaftlichen, im Kern aber auch der persönlichen Beziehungen, das kann durch nichts ersetzt werden. Und das zeigt sich gerade in Krisenzeiten. Nur so war es uns möglich, auch so weitreichende Beschlüsse zu fassen, wie wir es damals gemacht haben. Denn wir alle wissen, wenn es hart auf hart kommt, dann können wir uns als Nachbarn, Österreich und Italien, aufeinander verlassen. Und daher erlauben Sie mir, dass ich zum Abschluss meinem Kollegen und meinem Freund Luigi Di Maio danke. Danke für diese Freundschaft, für dieses vertrauensvolle, nachbarschaftliche, humorvolle Zusammenarbeiten mit dir und dass wir nie vergessen, auch in den schwierigsten Zeiten, und ja, ich verberge nicht, für Außenminister sind es momentan interessante Zeiten, dass man immer das Persönliche, dass man nie das Persönliche aus dem Blick verliert und dass man diese Ebene auch sucht und diese Ebene des Vertrauens. Und ich kann dir eines versichern, lieber Luigi, für mich als österreichischer Außenminister ist der Idealzustand, dass wenn ich dich treffe, wir bezüglich nur Südtirol feststellen können, es läuft prächtig.
Weil das heißt, ihr habt das schon vorbesprochen. Ihr habt schon eine Lösung gefunden zur Zufriedenheit aller und wir können uns anderen Themen widmen. Das wäre mein Idealzustand. Darauf möchte ich hinarbeiten, das möchte ich unterstützen und ich glaube auch, dass das möglich ist. Danke Ihnen allen. Ja, vielen Dank, einen großen Applaus für Außenminister Alexander Schallenberg. Vielen Dank für diese wahrlich freundschaftlichen und ich würde sagen nachbarschaftlichen Worte für Südtirol. A 30 anni dalla chiusura della vertenza altoatesina, l'autonomia dell'Alto Adige si conferma quale modello internazionale per la soluzione dei conflitti e come esempio per molte regioni del mondo con minoranze etniche e linguistiche. La presenza qui oggi del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non è solo un grande onore, ma esprime anche in modo particolare l'apprezzamento per la tutela delle minoranze in pieno spirito europeo. E siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto con un grande applauso Ministro Luigi Di Maio. Buonasera a tutti, caro Presidente Kompatscher, caro Arno, caro Ministro Schallenberg, caro Alexander, signore e signori. Voglio prima di ogni cosa ringraziare il Presidente Kompatscher per l'invito a prendere parte a questo importante evento insieme ad Alexander Schallenberg. È un evento in cui celebriamo alcune ricorrenze altamente significative. Sicuramente la più importante è il 30° anniversario della dichiarazione con cui l'Austria, come già previsto dalle intese di Copenaghen nel 1969 tra i ministri degli esteri Aldo Moro e Kurt Waldheim, acconsentiva all'estinzione della vertenza sull'Alto Adige alla luce delle intervenute misure di consolidamento autonomistico da parte italiana. Poi celebriamo il 50° anniversario dell'entrata in vigore del secondo Statuto di autonomia della provincia di Bolzano-Alto Adige. Celebriamo i 27 anni di comune appartenenza dell'Italia e dell'Austria all'Unione Europea, oltre che il 30° anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 18 dicembre 1992. Voglio ringraziare e rivolgere un saluto particolarmente caloroso al mio amico Alexander per averci voluto onorare con la sua presenza in questa giornata di festa così importante per l'Alto Adige e Südtirol e significativa per i nostri paesi. E ringrazio per il suo discorso il relatore speciale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle questioni inerenti alle minoranze, Fernand Varel, per aver contribuito al successo di questo evento. Siamo tutti consapevoli di come rimangano delle sensibilità non sempre del tutto coincidenti su un tema così profondamente sentito. Ma oggi siamo riuniti qui a Bolzano per celebrare la capacità dei popoli italiano e austriaco di costruire, superando le contrapposizioni del passato, un'amicizia solidissima e di dare concretezza ai valori di democrazia, pluralismo, tolleranza, tutela dei diritti individuali e collettivi, elementi questi che costituiscono il tratto distintivo dello spirito che unisce i nostri due paesi, i nostri popoli, in una naturale cornice europea. L'amicizia tra Italia ed Austria trae quotidianamente alimento anche dai rapporti umani, culturali, economici che questa terra, l'Alto Adige e Südtirol, contribuisce quotidianamente a consolidare e sviluppare, rappresentando così uno dei più fulgidi esempi a livello europeo e mondiale
di collaborazione, convivenza pacifica e sviluppo condiviso. Roma e Vienna hanno storicamente condiviso la responsabilità di indicare un cammino che è stato pienamente realizzato nello Statuto di autonomia delle province di Bolzano e di Trento. A distanza di anni si confermano dunque di profonda attualità e lungimiranza le parole con cui i presidenti Ciampi e Klestil a Roma il 24 settembre 2002, in occasione del decennale della conclusione della vertenza sull'Alto Adige, celebrarono il valore dell'autonomia altatesina quale riuscito modello di tutela delle minoranze e di serena coabitazione fra i gruppi linguistici diversi. Dunque, cito sempre, un esempio per l'intera comunità internazionale. Non ho alcun dubbio nell'affermare che il modello altatesino, concretizzato da parte italiana, costituisce oggi una fonte di ispirazione su scala globale. Grazie alla sapienza e alla lungimiranza degli statisti che nel secondo dopoguerra, a partire dal trattato De Gasperi-Gruber, hanno saputo delineare il percorso comune del reciproco rispetto, della comprensione, del dialogo e della solidarietà. Si tratta di una fonte di ispirazione assolutamente attuale, a fronte delle drammatiche tragedie che hanno già citato, che ha citato il mio collega Schallenberg e il presidente Kompatscher. Si tratta sicuramente, a fronte di queste drammatiche tragedie, delle distruzioni provocate dall'ingiustificabile guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, una fonte di ispirazione attuale. Questo terribile conflitto, combattuto ancora una volta sul suolo europeo, ci dimostra in maniera drammatica come il virus della violenza, della prevaricazione, che pensavamo di aver definitivamente debellato, sia purtroppo tuttora presente e in grado di inquinare le nostre società e i nostri popoli. L'utilizzo strumentale di argomentazioni di tipo identitario e culturale da parte della macchina propagandistica di Mosca ha finito per alimentare, soprattutto sul versante interno, una spirale dell'odio e per giustificare un'aggressione in contrasto con i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e con i più basilari principi della convivenza pacifica. Per questo motivo l'esempio altatesino è ancora più importante ed attuale, perché dimostra come, pur nelle difficoltà che hanno caratterizzato talvolta la storia di questa provincia nel secondo dopoguerra, solo un dialogo, un confronto aperto, continuo, costruttivo e produttivo di risultati concreti è in grado di superare le ferite del passato e di garantire un futuro di benessere e di prosperità a tutta la comunità, senza distinzioni linguistiche o culturali. È proprio facendo leva sul dialogo, anche nei momenti più difficili, che siamo sempre riusciti con i nostri partner austriaci a ricomporre le difficoltà, a risolvere le incomprensioni in uno spirito genuinamente europeo che speriamo possa essere d'esempio per tutta la comunità internazionale. Ed è grazie al confronto aperto che è stato possibile comporre le differenze, trovare soluzioni di equilibrio e soluzioni innovative a beneficio della comunità, come dimostrato dall'intesa raggiunta nel 1969 dal mio illustre predecessore Aldo Moro e dall'allora presidente della provincia autonoma di Bolzano, Silvius Magnago, che condusse alla definizione del pacchetto di misure del secondo statuto di autonomia. Grazie anche all'esperienza altatesina, la tutela delle popolazioni locali, il rispetto delle loro identità e della loro autonomia, inquadrate nell'ambito del grande progetto di pace e integrazione dell'Unione Europea, sono divenuti oggi parte fondante del patrimonio comune italiano ed austriaco e costituiscono la stella polare per l'azione dei nostri due paesi sullo scenario europeo e internazionale. Caro Alexander, caro Arno, con l'Unione Europea abbiamo di fatto cancellato le frontiere e abbiamo assicurato una comune cittadinanza europea ai nostri cittadini. La creazione e lo sviluppo dell'Euroregione Tirolo-Trentino-Alto Adige hanno rappresentato un ulteriore fondamentale passaggio nel contesto del percorso intrapreso 50 anni or sono dai nostri due paesi. L'Euregio
conta oggi su una popolazione di circa 1.750.000 abitanti e ha consentito di imprimere nel corso degli anni un ulteriore rafforzamento della già intensa e fruttuosa collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale che coinvolge i governi della Repubblica Italiana, della Repubblica d'Austria e le amministrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e dell'Antirolo. Anche in questo senso, quindi, l'Alto Adige su Tirolo ha saputo rappresentare un'autentica avanguardia europea. È un laboratorio ideale, un luogo in cui l'innovazione unita alla tradizione, il coraggio unito alla determinazione hanno saputo incarnare, non senza contraddizioni, ma con fermezza, passione ed equilibrio, lo spirito fondante del comune progetto europeo. Qui si è dimostrato e si continua a dimostrare quotidianamente che la tutela delle minoranze, la valorizzazione delle capacità propositive delle autonomie locali, unite alla capacità di dialogo e all'impegno comune nella progressiva integrazione nel quadro dell'Unione Europea, costituiscono lo strumento migliore per trasformare le dispute di ieri in opportunità di collaborazione e di sviluppo pienamente condiviso delle popolazioni. L'esperienza altoatesina è la prova tangibile che in un mondo sempre più globalizzato dobbiamo proseguire con convinzione nel perseguimento del disegno europeo quale strumento principale per permettere alle nostre comunità di continuare lungo il percorso dell'integrazione e di procedere in maniera sempre più spedita in direzione di uno sviluppo sociale pienamente rispettoso delle diversità e delle specialità locali. È proprio nell'alveo europeo che saremo in grado di salvaguardare e valorizzare efficacemente le identità, le tradizioni e i modi di vivere che si sono gradualmente affermati nei nostri paesi nel corso dei secoli e che senza alcun dubbio costituiscono una delle maggiori ricchezze della civiltà europea. Sulla questione altoatesina ci sono state storicamente visioni diverse. Ho ricordato come Italia e Austria abbiano condiviso la responsabilità storica di identificare una soluzione comune con il pieno coinvolgimento delle popolazioni locali alle origini del percorso che ha portato allo Statuto di autonomia. Quest'ultimo è giuridicamente incardinato nella Costituzione italiana. Lo Stato italiano ne porta la relativa responsabilità e questo è un onore. Su un diverso ordine si colloca la responsabilità altrettanto importante di far concretamente respirare e vivere questa autonomia nel quotidiano. Questa responsabilità è di tutti noi, come dicevi tu, Alexander, e in primo luogo delle persone che abitano questa bellissima terra, qualunque lingua esse parlino. È in questo senso che essa traduce il termine tedesco con cui noi intendiamo responsabilità comune della nostra comunità. Ed è con questo spirito che voglio concludere il mio intervento citando una delle più note frasi di Alcide De Gasperi, la cui attualità appare oggi ancor più evidente. Solo se saremo uniti, saremo forti. Vielen Dank. La ringraziamo molto per le sue parole e particolarmente anche per l'apprezzamento verso la tutela delle minoranze. Un grande applauso per il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Verehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es war wahrlich ein Festakt des Gemeinsamen und des Verbindenden. Und was könnte uns mehr verbinden als die universelle Sprache, die Sprache der Herzen,
die Musik. Uns erwartet nämlich, um diesen Abend im wahrsten Sinne des Wortes gut ausklingen zu lassen, das Herbert Brixner Projekt. Sie starten bereits. Verehrte Damen und Herren, mir bleibt nicht mehr zu sagen als Bühne frei, und an dieser Stelle darf ich mich von Ihnen zu Hause ganz, ganz herzlich verabschieden. Grazie ancora per tutti, a tutti per essere stati oggi qui con noi, sia in sala che online o sul canale televisivo Rai Alto Adige. Dar bel di lan chissà sta pro nos e chiunque stesse deboriada l'autonomia del Südtirol. Na bella Sara e a Sudai. Und jetzt geht's endlich los mit einem Konzert des Herbert Brixner Projektes. Lassen Sie sich verzaubern. Bühne frei für unsere großartigen Musikerinnen und Musiker. Danke, grazie und te gra. Thank you.